Apollo 11 Wappen gesiet Dir kein von den Astronauten, weil d'Crew dorop se hin verzicht huet. D'Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin an Michael Collins zugesot, dat wat mir lo machen, dofir sinn net nëmmen mir 3 verantwortlich, méi die 400.000 Leiit, die op dësem Projekt geschafft hunn. E puer Wochen vir am 16. Juli 1969 gesi mir halt Moun fir Eagle bei hirem Hersteller dem Grumman Group. Lächt hastige Gemach, eier fir die éischte Kéier an der Geschicht vun der Mënschheet dës Gefir mat 2 Astronauten u Bord Mount werd landen. Riesig Kränen hiewen dafir d'éischt Mounfir an die 4 Raketenstuuf vun de Saturn V Raket an Durno gëtt d'Apollo-Kapsel mat hirem Servicemodul einfach Druck gesät. Dat traut wat lo am Bild gesit, dat ass den Raketenmotor vum Servicemodul. Dëse Modul bleif die ganzen Zeiten während der Mission und der Apollo-Kapsel ugedockt, gëtterecht am allerlächte Moment eier d'Astronauten am Zräg op d'Erd kommen, am Erd no en Orbit aufgesprengt an vergléit do an der Erdatmosphär. Een von denen 400.000 Leiit, die mat geschafft hun Apollo-Projekt, ass den weltberühmten Raketeningenieur den Werner von Braun, von dem ich schon ganz viel an unseren Emissionen hai gezielt hun. Wir schreiben den Datum vom 20. Mai 1969, nach 2 Klengmeint 4 historische Fluch. Lo ass die 110 Meter Saturn V Raket fertig an sie gëtt mam Krauler op d'Startramp 39 gefauert. Wat her not zerek kënnt vun der ganze Raket, da das Uwen nimmen die kleng Apollo-Kapsel. An der krat 3 Astronauten Platz hunn fir ze fliehen. Wat op dem weißen Armelo gesit heim, da das den White Room, da das do woher not Astronauten an der Apollo-Kapsel erklammen. De Krauler brauch mat der Saturn V Raket ca. 6 Stunden fir op Startramp ze fuhren. Wir schreiben den Datum vom 16. Juli 1969, Moeresfrei Lokalzeit. Nachenkeer ginnt d'Astronauten vom Dr. ënne Sicht, nodem das alles okay ass, machen sech den Neil Armstrong an se Ekipp fertig fir op den Mond ze fliehen. Fréet sech lo just, wann an dene Kap von denen Männer lo 4 geht. Isoliert an ihren Druckkostümen kommen Astronauten aus dem Spacesuit Room an gehen an Richtung Astroven. Die Astronauten atmen lo schon Sauerstoff aus ihrem Lebenserhaltungssystem, dass sie nimmen kein irdisch Mikroben mat op dem Mond holen. Tausenden von Fotografen sind extra vu weit ugereest, für dat ganz zu fotografieren. Op der Startramp 39 ukom ginnt d'Astronauten lo an de Lift, dono an der White Room, an der kreen se geholf an der Apollo-Kapsel ze klammen. Is required to get through, that in fact it will. This is what is coming up here in the control center at this time. All aspects of the mission still go. This is Kennedy Launch Control. Nodem dass die Astronauten allen 3 an der Kapsel installiert wurden, gongt Startsequenz von Apollo 11 weiter. Tausenden von Journalisten, Ambassadeuren, Diplomaten aus der ganzen Welt, sowohl die höchstrangigen Persönlichkeiten von der NASA, waren alle auf der Pressetribüne auf Cape Canaveral. Nicht zu vergessen aber auch die Millionen Leute für die Television an via Radio, die diesen Moment nicht wollten verpassen. Heuer ist Apollo 11 Startsequenz so gelos, wie es damals weltweit über Televisionsschirme gelaufen ist. Der Countdown von Apollo 11
steht noch bei 1 Minute 50 Sekunden und geht weiter aufgezielt. Treibstoffpumpen und die richtige Kompression erreicht, für die Anspritzdüsen von der Saturn V Motoren zu alimentieren. Ich will noch mal ganz gern in den nächsten Sekunden den NASA-Originalkommentar aus dem Jahr 1969. We're approaching the 60-second mark on the Apollo 11 mission. T-minus 60 seconds and counting. We passed T-minus 60. 55 seconds and counting. Neil Armstrong just reported back. It's been a real smooth countdown. We passed the 50-second mark. Power transfer is complete. We're on internal power with the launch vehicle at this time. 40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2... Bilderbuchstart von Apollo 11. Für die erste Kehr an der Geschichte von der Menschheit als ein Ziel, Mond zu landen. An von an wird die Mission auch vom Mission Control Center zu Houston an Texas überwacht. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on proper heading. Luftlied Apollo 11 enge echte Geschwindigkeit von ca. 8600 km an der Stunde entgeht. Plus 30 seconds. Roll is complete and the pitch is programming. One Bravo. Flight line safety is off in the water. One Bravo als ein Aufbrechcode. Wenn etwas nicht klappen, dann können die Astronauten nur direkt Mission aufbrechen. Okay. Kevin, we're leaving. Roger, how you, Booster? We're gonna flight good in 1 minute, Captain. An diesem Moment durchtrennt Apollo 11 die Schallmauer. Das erkennen wir gut, weil an der Mitte von der Rakete sich eine Art weißen Dampf bildet. Fido, flight, how you? Looking good, flight. GNC? Looks good, flight. Ecom? Looking good, flight. Roger. Booster, flight, how you? We're go, flight. Surgeon? We're go, flight. Everything's good. Roger. Stand by for mode 1, Charlie. Mark. Staging status, Booster. Go. Fido? Go. Houston geht lode go, für die erste Raketenstufe aufzusprengen. Confirm import. Roger. How you, Ecom? We're go, flight. Nom Aufsprengen von der ersten Raketenstufe sitzt laut Saturn V Geschwindigkeit auf 24.000 km an der Stunde rup. Mit das alles kennt ihr ja schon als treuen Zuschauer von dieser Emission. Ignition. Roger. Trajectory verify. Roger. Thrusters go all engines. Looks good, Capcom. No 3 Stunden und 29 Minuten hat Apollo 11 2 Erdumrundungen an Russisch. Kriegt doch für Houston the Go for TLI, das erste Schuss an den Mondbahn. Apollo 11, this is Houston. How do you read? Vierdrun geht aber nach folgender Manöver gemacht. Der Apollo 11 trennt sich von der 4. Raketenstufe
Da gëtt d'Apollo-Raumschiff um 180 Grad gedreht. Mondfähr Eagle, also den Adler, gëtt ugedockt an rausgezogen, und dann gëtt die ganze Konfiguration nach einmal um 180 Grad gedreht. Da fliegt Apollo 11 nimmer nach an Einrichtung, an da das der Mond. Und da hat man eine Geschwindigkeit von 37.500 Kilometer an der Stunde. Roger, we're copying you about 5x2, very weak. Can you give us a status report, please? Well, I understand you are using the high gain. Says that the TV looks great. Over. Nur 10 Stunden und 32 Minuten könnt die Zweitfernsehsievedrohung von Apollo 11 auf der Erde tun. An einem ersten Bild gesehen wir uns Erd. Apollo 11, Houston, did you copy? Over. Goldstone empfängt der Kurzzeite Capcom zum Houston im Kontrollcenter. Goldstone ist eine von den Hauptempfangsanlagen, die Televisionsbilder von den Apollo-Missionen empfangen wird. Heute wird diese Antenne benutzt für die Tiefen vom Weltall zu erforschen. Okay, it's in full zoom now. Copy 11. Dann kriegen wir erst Bilder aus der Apollo-Kapsel zu sehen. Hier ein Bordcomputer von der Apollo-Kapsel. Diski ist er genannt, weil er so klein war. Durch das Fenster von der Kommandokapsel Columbia seht ihr gut die ugedockte Mondfähr Eagle. Apollo 11, Houston, we're getting the TV at Goldstone. We're not quite configured here at Houston for the transmission. We'll be up in a couple of minutes, over. Nur 55 Stunden und 8 Minuten eng weitere Überdrohung aus dem Weltall. Loget den Tunnel von der Mondfähr Eagle abgemacht. Das ist eine Arbeit, die nicht nur an 2 Minuten gemacht ist, wie wir hier im Film gesehen. These two boxes. Den Neil Armstrong erklärt dann, sie laut Containern, wo später die Steine kommen, die am Mond gesammelt gehen, sowie die Experimente, die hier nur auf der Erde analysiert gehen. Vacuum on the lunar surface, sealed, and then brought inside the LEM and put inside these fiberglass bags, zippered and resealed around the outside, and placed in these receptacles in the side of the command module. Water gun. Da kriegen die Leute auf der Erde erklärt, wie die Essen zubereitet wird im Weltraum. Da das bei den heutigen Flügen aber schon mehr perfektioniert wie damals. Wir lassen mal trotzdem ran, was die für den Apollo 11 Astronauten uns da erklärt. Outfeeding. Likewise, we have other foods that are more solid nature. You can probably see this. Shrimp cocktail meal. Das ist Trischennährung, die mit Wasser flüssig gemacht wird, erklärt, und die dann aus der Tut herausgesuckelt wird. Salmon salad. Another early development was the use of bite-sized food. In anderem geht doch Essen aus der Dose. Und da sie mit der Dose kann spielen, das beweist uns diesen kurzen Intermezzo. Hier kriegen wir ein kleines Wasserexperiment gewesen mit der Wasserpistole. Wasser kommt aus dem Wassertank von der Apollo-Kapsel. Rund 100 Stunden nach dem Start ist Apollo 11 an einer stabilisierten Mondbahn gelandet. Die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin sind an der Mondfähr Eagle. Starting a trim maneuver to X-Cal attitude. Zurückblieben als der Michael Collins an der Apollo-Kapsel Columbia. Das Zeit für das die Mondfähr aufgedockt wird von der Apollo-Kapsel.
Houston, Columbia. Busy with other things. Das Bilder vom Aufdocken kommt in 1969 nicht live über drüber gehen, weil sich diese Manöver hunderte Mond aufgespielt wird. Roger, going to halftime. This is Apollo Control. We'll reacquire the spacecraft again on the 13th revolution in about 45 minutes. At the end of this pass, we passed along the go for undocking. That maneuver will occur just before we reacquire the spacecraft on the 13th revolution, and will be followed in about 30 minutes later by a small separation maneuver performed by Mike Collins in the command module. Ja. Den Adler huet Flilleke krit se den Neil Armstrong, me gesi scheint Mond fir erwäscht Driften vun der Apollo-Kapsel. Okay, you've got it. Fluid data. Roger, and let us know when you're ready to copy. We have a DOI pad and a PDI pad, over. Lo kommen die zwei Astronauten dem Mond ëmme Mino. An Spannung am Kontrollcenter zu Houston spannt sich zu. 2 minutes, 20 seconds, everything looking good. We show altitude about 47,000 feet. And Eagle Houston, we got data dropouts. You're still looking good. An dëse Minuten weist der Computer an dem Mond fir e Masteralarm un. Dat heecht dassen iwwer fuerde das an dat en Steierungen net wie kann garantiieren. Blitzschnell hält den Neil Armstrong lot Steierung manuell an de Grab. En krit do fir grous Unterstützung aus dem Mission Control Center zu Houston. Immer Mino kennt Mond fir dem Mond entgeint. An alles geht lo ziemlich schnell. Manual attitude control is good. Roger, copy. Altitude 4200. Houston, you're a go for landing, over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. Top alarm. 9 forward. Good. 20 feet. 100 feet. 3.5 down. 9 forward. 5%. 185. 75 feet. That's looking good. Down a half. 6 forward. 60 seconds. Et ass nach Dreifstoff an der Bremsrakete fir 60 Sekunden, seit der Mission Control Center zu Houston. Den Armstrong seit, ich weiß, ich muss eng Korrektur heifleien. Sos wär nämlich den Armstrong mat dem Mondlandefähr an engem Krater gelangt. Den Armstrong steuert Louis awer sicher Mondlandefähr Eagle op dem Mond Zone. 30 seconds. Forward. Okay. Contact light. Okay, engine stop. APA at a descent. Mode control both auto, descent engine command override off. Engine arm off. Port 13 is in. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Houston, heiers mir vun der Row, den Adler ass gelandet. Merci soen se am Kontrollcenter zu Houston, mir sich scho blo ugelawern gesicht, mir können Jolore motmen. Für die echte Keier an der Geschicht von der Menschheit sind Leid Mond gelandet. Roger. And we're getting a picture on the TV. Rund 5 Stunden nachdem dass den Neil Armstrong an der Buzz Aldrin an dem Mond fir Eagle und Mond gelandet ass, wurde Teier an Europa kurz 4 Auer Mures. Und wir schreiben den Datum vom 21. Juli 1969. Der Neil Armstrong mischt sich fertig für den großen Schritt. Zu Houston am Kontrollzentrum so und so, wir nicht auf der Television, aber Bild das Kabiver.
Mir los sinn, mir drehen net Taniden. Die werde ich lo frohen, wie wat das Bilder vom Mondelo bemollerem schwarz-weiß sinn, wo man einigste nach die flottfarbe Spiele gesinn hun. Und dat war demals so, NASA konnte diesen Live-Feed vom Mond nicht Farbe sprengen, weil die Kapazität auf der Antenne nicht durchgegangen ist für die Verdrohung. Über dieselbe Antenne, wo die Fernsehsignale auf die Erde kommen sind nämlich auch sämtliche Tracking-Daten an Parameter von den Astronauten überdrohen gehen. Recht an spätere Missionen wurde es möglich, auch farbig vom Mond zu senden. Es gibt auch Farbespieler von Apollo 11 vom Mond, mit denen die Astronauten notdringlich mit ihrer 16 mm Kamera abgeholt. Wir hängen aber hier Live-Feed von der NASA, wir wollen nicht die Bilder aber so bringen, wie sie damals an die Welt überdrohen gesehen, also am Original. Depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. Den Armstrong sagt, ich gesehen 8 Puder hier auf der Leder. An dem Mond für hier Landebahn sind eventuell 1 cm ergangen Mond. Das alles sie verdeckt mit Sand. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Voilà, an hier ist der berühmte Satz gewesen, das ist ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Auf der ganzen Welt haben Millionen von Fernsehzuschauern diesen Event live gesehen. An Domada, wo Amerika ummond, an dem John F. Kennedy sein Traum als an Erfüllung gegangen. Leider hat er nicht mehr mitgelebt. Okay. All right, that's got it. Are you ready? All set. Okay, you saw what difficulties I was having. I'll try to watch your bliss from underneath here. Ich gehe mir ganz leicht mit der Schung an dem Mondboden an. Das wie ein echt Schnee. Und so bewegt sich der Armstrong frei gelassen am Mond, wie wenn er sonst nicht ernst die ganzen Zeiten gemacht hat. Okay, I'm on the top step and I can look down over the RCU and landing gear pad. It's a very simple matter to hop down from one step to the next. Yes, I found it to be very comfortable, and walking is also very comfortable. You've got 3 more steps and then a long one. Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and both hands down about the 4th rung up. There you go. Circa 13 Minuten später kann doch den zweiten Astronaut Buzz Aldrin rauf. Er sitzt sein Fuß auf dem Mond. A little more. About another inch. There
you got it? That's a good step. Yep. About a 3-footer. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Back to one side. For those who haven't read the plaque, we'll read the plaque that's on the front landing gear of this LEM. There's two hemispheres, one showing each of the two hemispheres of Earth. Underneath it says, "Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD. We came in peace for all mankind." It has the crew members' signatures and the signature of the President of the United States. No wenig hin an hier gëtt dann och eng Plaque firgelees, die haut nach dem Mond ass. Sie befindt sich nämlich in der Landebahn von dem Mondfähr Eagle, die haut auch nach dem Mond steht. Auf dieser Plaque steht folgendes: Haben Männer vom Planet Erd den nächsten Fuß auf den Mond gesetzt, und das am Juli 1969 Anno Domini. Wir sie kommen auf Frieden für die gesamte Menschheit. Unterschrieben hat das Plaque Crew von Apollo 11 sowie den demolischen US-Präsident Richard Nixon. Neil, this is Houston. The field of view is okay. We'd like you to aim it a little bit more to the right, over. Okay. Okay, that's all the cable we have. Nachdem dass die erstfeierliche Zeremonie am Mond fertig war, also tun und nächsten Kameraerstellungen gegangen. Okay, you can make a mark, Houston. Roger, so when. And incidentally, you can use the shadow that the staff makes to... Buzz is erecting the solar wind experiment now. Ein Sonnenwandexperiment gouf opgeriecht. Neben dem gouf auch nach einem Laserreflektor opgeriecht, den die Distanz vom Mond an der Erde genau kann messen, an der noch nach Haut am Mond steht, wie eine Reihe seismologischer Instrumente. Houston, Columbia, on the high gain, over. Columbia, this is Houston, reading you loud and clear, over. Yeah, this is Houston reading. Have you got us a good area picked out? Yeah, I think right out on that rise out there is probably as good as any. Kurz danach gouf dann auch den amerikanischen Fendel am Mond abgestellt, den übrigens auch nach Haut steht. Und dann wurde doch nach den Präsident Nixon nicht mehr lange auf sich werden gelassen, für den Astronauten zu gratulieren. Houston fragt, mir hätte gern, wenn der Gift an Kamera fällt, gewöhnt für eine Minute, Neil Bass, der Präsident von den Vereinigten Staaten, also seinem Büro, und gebe lo ganz kurz mit ihr pur wieder schwätzen. Du nennst den Armstrong, das ist ein großes Eier für uns. Du siehst Houston, an der Reihe, die kann schwätzen, der Präsident heißt Houston auch. Und der Präsident Nixon. Hallo Neil, Abbas, ich schwätze von ihr schon über Telefon von dem Oval Office aus dem Weißen Haus. Da das bestimmt das historische Telefonsgespräch, das jemals gemacht ist. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie stolz wir auf euch sind, für das, was ihr gemacht habt. Für jeden Amerikaner ist das bestimmt der stolzeste Tag an ihrem Leben. Anna war auch für die Menschen rundherum dort. Sie sind sicher gemeinsam mit den Amerikanern, die eine immense Leistung vollbracht haben. Weil dafür
Was Dir gemacht hat, aus dem Himmel ein Stück von den Menschen ihrer Welt gehen. Nawel, der schwätzt von Eis aus der ewigen Ruhe vom Mond. Das inspiriert uns, als Anstrengungen zu machen und zu verdoppeln, für Frieden und Ruhe auf der Erde zu bringen. Für einen unschätzbaren Moment an der Geschichte von der Menschheit steht laut ganz Menschheit von der Erde zusammen. Eins an ihrem Stolz, das was Dir gemacht hat. Und ich schließe mich an mein Gebet an und ich hoffe, dass ihr gut und sicher zurück auf die Erde zurückkommt. Das ist einfach der Armstrong. Merci, Herr Präsident. Das ist ein großes Ehre und ein Privileg für uns, nicht nur heute zu stehen, sondern für Amerika und für den Frieden von allen Nationen. Mit dem Interesse von allen Visionen für die Zukunft. Es ist ein Ehre für uns heute zu sein und können damit zu partizipieren. Ihr seid die Nächsten. Ich sage euch merci und hoffe, ihr im Schiff Hornet können zu begrüßen. Ihr seid in Aldrin. Ich freue mich auch auf nächsten Donnerstag. And thank you very much, and I look forward, all of us look forward to seeing you on the Hornet on Thursday. Look forward to that very much, sir. Get the film off of that. Oh well. Nachdem das die Astronauten ca. 21,6 Kilo Mondstein gesammelt haben und sämtliche Experimente angepackt haben, also Zeit ging für den Buzz Aldrin an die Mondfahrt zu gehen. Buzz, approximately 20 minutes less than that. Neil, this is Houston. Did the Hasselblad magazine go up on that sample return container also? Sample return container also. I've got the Hasselblad magazine hooked to the SRC now, yeah. Roger. Den Armstrong ist dann ein paar Minuten mehr spät nachgekommen. Damit wurde den ersten Mondspaziergang an der Geschichte von der Menschheit nur 2 Stunden und 31 Minuten arrivieren. An der Mondfahrt sind dann Präparationen gegangen für den Heimflug. Unofficial time off the surface at 1:11:37:32. Now start arching your back. That's good. Plenty of room. Plenty of room. All right, arch your back a little, your head's up against it. Out, off, roll right just a little bit. Okay, now. And in good shape. Thank you. Backing up. 5, little pitch over. Very smooth. Nachdem das alle Vorbereitungen fertig waren, gouf dann der Dirwurststück von der Mondfahrt aufgesprengt an het Gong an Richtung Michael Collins geflohen, die schon mit der Apollo-Kapsel an einer Mondumlaufbahn von ca. 110 Kilometer gewährt wird. Sie ist noch zu bemerken, dass beim Start vom Mond den Armstrong den Zündschalter mit einem spitzen Gegenstand gezündet wird, weil der Schalter aufgebracht wurde. 2,600 feet altitude. Houston, half Omni, low pick rate, and we'll see you at 127 plus 5-1. Eingesehene Aufnahmen aus der Apollo-Kapsel die Tunnierung vom Eagle weisen. This is Apollo Control. We've apparently had loss of signal with Columbia and Eagle as they went behind the moon on the 26th revolution. Next maneuver scheduled for about 33 minutes from now, while both vehicles are. Nachdem das die Astronauten Mondstein an sämtliche Experimente an Bord von der Apollo-Kapsel waren, gouf Mondfahrt Eagle aufgesprengt. Und die Astronauten sind dann an Richtung Erde geflogen. Wir schreiben den Datum vom 24. Juli 1969.
Nachdem das Apollo 11 Servicemodul am Erde nur in Orbit aufgesprengt wird und vergleicht ist, könnt laut der Apollo-Kapsel an die Ewigkeitsschichten von der Erdatmosphäre. Lo schied für ihn gespannt, ob der Nenn von dieser Mission an zum Rosa Mission Control Center zu Houston unter der Direktion von Gene Kranz. Sie haben die ganzen Zeiten auf ihr Monitoren geguckt, wo sie schon Bergungsschiff Hornet gesehen haben, an den US-Präsident Nixon, den ob das Astronauten gewährt wird. Nach der Landung von der Apollo 11 Kapsel, die eine Zeit auf der Kopf lag, sind dann Taucher gekommen und die Kapsel stabilisiert. Die Apollo 11 Missionszeit war damals nur 8 Tage, 3 Stunden, 18 Minuten und 35 Sekunden rüber. And the helo is lowering the astronauts' bigs, or biological isolation garments, to Lieutenant Heidelberg. Our condition is all three excellent. We're just fine. Take your time. All right. That was Mike Collins reporting the crew was Aus Angst, dass die Astronauten Fremdkörper mit vom Mond bräuchten, wo sie müssen Isolationskleidung drohen, ehe sie dann an eine Quarantäne gegangen sind. Direkt danach sind sie empfangen gehen vom Präsident Nixon. Circa 17 Tage nach der Quarantäne konnten sie bei ihren Familien gehen. Und zu Florida stand schon die nächste Saturn 5 Rakete bereit, und zwar die für den Flug von Apollo 12. Die Apollo-Kapsel kann der Haut gesehen am National Air and Space Museum zu Washington. Nach der Mondlandung von Apollo 11 wurde der Mond nicht mehr unerreichbar und es sollte nach 6 Landungen stattfinden. Davon hat der Weng nicht stattgefunden, und zwar die von Apollo 13. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Aber wir haut auf das Platz gucken, wo am Jahr 1969 Apollo 11 gelandet ist, gesehen wir auf den Aufnahmen, die für ein paar Jahre gemacht sind, vom Lunar Reconnaissance Orbiter, die Landephase von dem Mondfähr Eagle, ein Retroreflektor, den haut nach genutzt wird, für den exakten Aufstand Erd-Mond zu ermitteln, sowie ein Seismometer. Das Bilder sind unter anderem gemerkt für verschiedene Skeptiker den Beweis zu geben, dass die Mondlandung auch 1969 stattgefunden hat. Und natürlich aber auch für zukünftige Landeplätze zu ermitteln.